Da piccin contons rim nel Museum Rettig Objekts. Oz possede in una collezione de rodund 100.000 tocs. Mo una pincha parta exponida. Il Gran Mantun se s'anflecheu el deposit. In liuc blaus cun scazzis, amplanius cun historia ad historias. Da haben wir ein paar Objekte jüngeren Datums. Das Rätische Museum sammelt nicht nur möglichst alte Objekte, sondern es geht darum, wirklich das Leben in Graubünden darzustellen, bis in die Gegenwart. Die Geschichte geht bis gerade eben. Und ein Kapitel davon ist natürlich auch die Elektrifizierung im Bereich des Haushalts, wo wir da ein paar Beispiele haben. Wir haben einen Kühlschrank von 1954 da. Das war eine Zeit, in der sich der elektrische Kühlschrank langsam etabliert hat in Privathaushalten. Das Modell stammt aus Sagoin. Oder ein anderes Beispiel ist das hier, der schöne Staubsauger. Die ersten Staubsauger haben in den Schweizer Haushalten Einzug gehalten in den 1920er, 1930er Jahren. Der hier ist noch etwas jünger. Ein tragbares Modell mit Zubehör natürlich. Die Objekte aus dem 20. und 21. Jahrhundert die bilden jetzt tatsächlich so ein bisschen einen Schwerpunkt, wo wir auf der Suche sind noch nach zusätzlichen Objekten, weil unsere Sammlung da noch nicht wahnsinnig stark ist. Ein Objekt, das gerade neulich hineingekommen ist, vor kurzem, ist das hier. Auch ein sehr schönes Beispiel für das. Es ist ein Kindertelefon aus den 1960er Jahren. Per decider si un object ai dins de venir collectaus dati reglas. Il concept de collezione definisce ils terms. Pli datir al present, pli greva la decisione. Der erste und wichtigste Punkt heute ist der Bezug zu Graubünden. Also eben, welche Bedeutung hat das Objekt für das Leben in Graubünden? Ein anderer Punkt, der wichtig ist, haben wir schon ein Objekt, das aus einem ähnlichen Zeitraum oder von einem ähnlichen Ort stammt, das eine ähnliche Geschichte erzählt. Wir haben ja schon eine grosse Sammlung von gegen 100'000 Objekten. Wir verdoppeln nicht in dem Sinne. Also wenn wir schon etwas haben, dann nehmen wir nicht noch ein zweites im gleichen Stil zu. Pli baul venivan acquistai 2 tocan 3 mili objects don, oz il dia in quai denter 2-3 cien. Ils biars ein regals, compras ein l'excepziun. Il temps qu'il museum seva pagar buns prezis, sedi vergaus. Dapi prest 40 ons ein tot ils objects il Museum Rettig deponicheu el deposit sotterran. Avon nels reparti in 6 differents logens, ils urcombras del museum in deposit. Giun vi freit la stat Caliras, per la rauba magazinada in a catastrofa. 1984 vin tot meglier. Il Cusel Gron approbesce in credit da 4 milions per in deposit. Il magazin se sanfla a Haldenstein, sottiaren. Da do vesins mo l'entrada. Culsons ein las crunas semplanides. Ozza il deposit pressapauc plains. Ina opziun fos in nief magazin. In autra reduzi la Kollektion. Für mich heisst das allerdings nicht, dass man verkauft, was einem nicht mehr gefällt, sondern für mich heisst das, dass man gezielt überlegt, ob es allenfalls
Museen gibt, wo gewisse Objekte besser aufgehoben wären als bei uns. Oder ob man gewisse Objekte vielleicht auch in einen originalen Kontext zurückführen kann. Auch das ist eine Möglichkeit, die denkbar ist. In esempio è il Sengron da Braille. Per renovazione della Baselgia del anni 60 survegliano ils da Braille in Niev Tuchiez. Il Sengron del 1913 viene al museum. In Perons stat el curcin del museum. Pli tard viene el deposit. Os si son tons pli tard a il centurnaus a vos. En connex con las midadas in santeri al survegnu in Niev Sottec. Per Braille in Niev Vell Vigin, per il deposit del museum in Tequet de Pliplatz. La storia degli obiekti in quella scatola ancaiva la Val Calanca. 1978 antau pel giuven student d'etnologia Peter Egloff durante una spasseggiata degli Oclaun Machadon sur Cauco il davos abitant de quel. Angelo Peretti rinnovesce 10 una veglia casetta. Els venien in discurs. Il student si interessesce per la storia del baghetg. Suente in Uriala giovanesce il Calanchin attorno con una poppa. Also l'emprem comirà con una certa distanza, vai io, perciò che questo deve essere in termagl vilde di Nufon, aber lu con vignipi de tier, mirà più exact, weil lo viu che qua era, si c'è tot auter. Ed è un conscevel già la dice del senatunci, o che vai lu realisau, quai era sco elektrisaus, also quai era lu propri sentiments, si denter fascinazione discost. In estat, an als mats del vitg fac una gronda poppa o de lumpas, ad au ella per spas alla fumeia dell'Alp Naustgel a sun vitg. Quels han giù lur gaudi culla poppa. And au groma ad ella a fac cun ella da tuttas narradats e mal di gentes. Tic a tic es ella diventata ina matta viva. La fin della stat ei la matta semidada el diavel en persona. A quel ha pretendiu qu'in fumegl stoppi stasi l'Alp cun el. Els han tratge la sort ed ha tuccau al Signon. Cels se metten sin vaia a mirond a navos, vesen els che il diavel rasa o la pial del Signon sil teg tegia. La dice scotala ed era sada s'intirin cess alpina in numerosas variantes, denton che corrispondi in objekt real a quelles dices, quei ai zicai che kins a mai viu ad un flau, also quei toc unic. La seconda causa che sa di è che quella dice, ed è in questa nella figura, la poppa, è in idea che va a vos sil mitos da Pygmalion. Pygmalion, il sculptur della mitologia greca. Trumpaus las donnas si namoresce en la statua di Vur che la sez creau. Sin su giavisch sveglia Venus ella in vetta ed ella parturesce in fon. La causa che dat l'emprim en egl è quella bocca in proporzione enorm grande. E quei fa endament si quei aspect della dice nu che la fumeglia d'Alp dat de migliala poppa. Allu fitch interessant cavels. Quei veritabels cavels. Ed jau sono dina se domandaus de co ai quel ca fac quai vegnius ter quels cavels. Lu ils dus signs, lu se capesce fitch explicit la vulva,
quei objekte racconta in una storia piuttosto triste di una sexualità supprimida, sturgida. Il cavazzin fosse che una taia Ersatzhandlung. Peter Egloff ha comprato la poppa. Proprio venti rivals eis el den tombeau con suo possess unic e spectacular. Suentre in Perons surdat el la poppa de Machadon al Museum Rettig. Leu resta ella per 23 ans el deposit. 2009 vegn ella l'exposizione permanenta e diventa immediat in attrazione. La donna Kauer ha detto in un'intervista alla Gazzetta Grigiuna che questa è proprio la Mona Lisa del Museum Rettig. Also, in una chiezza carriera. C'è di va gerade intervenuto che il Museum Nazionale a Zurich quinti del Pristail Pioncavi. El deposit eis ella mo provisorica mein. E l'exposizione giubilare vegn se capisce buon munca. Tutti els objects el deposit ein magasinai de nos streins criteris. La grande part dels objekts se mantiene bein. In per Pauks fan den ton quitaus. Das sind jetzt ein paar Beispiele für unsere Sorgenkinder, wenn man so will. Das sind Objekte, die ein bisschen besondere Herausforderungen stellen an die Konservierung. Das sind zum einen beispielsweise Holzobjekte, Milchgäpsen, Abrahmgefäße, Fässer. Die sind eigentlich gemacht, für immer feucht zu sein. Die hat man ja täglich benutzt. Und jetzt in der musealen Aufbewahrung, wo wir eben keine Butter mehr machen damit oder nicht mehr melken jeden Tag, jetzt trocknet das Holz, zieht sich zusammen und wenn man Pech hat, passiert das wie mit dem Objekt, nämlich dass es wirklich in die Einzelteile zerfällt. Wegwerfen tun wir tatsächlich in den Fällen, wo etwas dermaßen kaputt ist, dass man es nie mehr zeigen kann oder dass man es einfach auch nicht mehr wieder restaurieren kann. Dann kann das ein Grund sein, um wirklich etwas auch aus der Sammlung zu entlassen. Ein lustiges Beispiel, das wir vor ein paar Jahren entdeckt haben, ist, in den 1960er Jahren hat man ein Ringbrot inventarisiert, das natürlich die Zeit nicht unbeschadet überstanden hat. Und das ist jetzt ein Beispiel, das wir dann wirklich entsorgt haben. Ein anderes Beispiel haben wir hier, das ist jüngeren Datums. Und zwar sind das Objekte aus Gummi oder Kunststoff. Während wir in der Natur das Problem haben, dass diese Objekte sich zu langsam zersetzen und eben zu grossen Verschmutzungen führen, haben wir im Museum eigentlich das gegenteilige Problem, nämlich dass sie sich zu schnell zersetzen und man bis jetzt auch einfach noch zu wenig Erfahrungswert hat in der Konservierung von diesen neueren Objekten aus Kunststoff. Man macht das heute so, dass man die verschweißt und einen Sauerstoffabsorber dazu gibt. Die Objekte sind besonders empfindlich auf Licht und auf Sauerstoff und mit dieser Aufbewahrung probiert man eigentlich den ganzen Prozess vom Zerfall zu verlangsamen. Ein anderes Beispiel hätten wir hier. Das ist ein Heuseil und man sieht, dass das so weisse Ausblühungen hat. Früher hat man zur Schädlingsbekämpfung ganz fest mit Biozid geschafft. Das heisst, man hat die Objekte richtig gehende Giftbäder gedunkt. Und das Problem ist, die Gift, die schaffen sich zurück an die Oberfläche über die Jahre und Jahrzehnte und bilden dann den weißen Überzug. Wenn unsere Restauratorin so etwas feststellt wie jetzt an diesem Objekt, dann muss sie das wirklich mit einem Schutzanzug reinigen, weil das Objekt, das stellt eine Gefahr dar für die Menschen, die damit arbeiten müssen, die damit hantieren. Darum lange ich das jetzt auch gerne da. Ocildi trovins boplitissi, ma bei nitrogen. Avon che un object vin il deposit vin el, per imperiamnes, un ballon de nitrogen. Senza oxygen stenge scadina larva a fine d'un insect.
Che vai per una sorta consultazione. Il paziente è una figura in altar gotic. Per saper restaurare l'altar del XVI centenario vengono los gli primi examinaus, a zwar da dus experts externs. Ils resultats della radiografia ein part delle recherches della studenta. Sie möchte jetzt mehr über die materielle Zusammensetzung erfahren, zum Beispiel über Konstruktionsmerkmale des Rahmens. Wie ist der Rahmen verbunden, gesteckt? Sind es Holznägel, hat es Metallnägel drin? Wie viele Bretter sind zusammengefügt worden? Hat es Anstückung? Ist das Relief oder die Skulptur aus einem Stück geschnitzt worden oder hat man angestückt? Das sind solche Fragen, die man da beantworten kann. Il altar gotica è schon da primele d'Occinocchionte il museum. Oriundemein el in la caplota de San Nicolau a Grono, in una caplota privata che è venuta disfatta. Jetzt positioniere ich die Röntgenanlage und positioniere den Röntgenstrahl genau mittig zur Skulptur. Und das Ganze in einem Abstand von 1 Meter, bräuchte ich noch schnell. Und das ist die Ausgangsbasis dann für die Schlussberechnung. Das ist jetzt nicht die eigentliche Aufnahme, sondern was wir jetzt tun, wir ermitteln die Energie, die optimale Energie für diese Skulptur, um dann einen gut belichteten Film herzustellen. Wir starten. Und wir brauchen einen Wert um 5 Millisievert. Und jetzt schaue ich mir die einzelnen Sensoren an. Das ist der Sensor Nummer 1, der ist im Bereich vom Kopf und vom Nacken. Sensor 2, hier kommt viel mehr Energie durch. Da ist die Figur auch dünner geschnitzt, weil sie ist hinten ausgehöhlt. Definita la fermezza dels radis, vengono il sensors naven ed il film montaus. Läuft der Countdown. Il resultat, il lenda las figuras ein in bien stand, per un problem per la restaurazione. Ils emprems ons veniva minche niev object nudaus in codice, con il nom del donatur e l'object, ni la somma della donazione. Culs ons venien aggiuntadas ad ina da pli informaziuns. Ils ons si sonta sur il minche object sia carta. Ad api 30 ons a minche object sia fiscia digitala. Da pilu dati in catalog online. 14 meli objects einen Dokunusa accessibels. Also wir haben mit den Sachen angefangen, wo wir am meisten Anfragen kriegen danach. Und das sind mit Abstand eigentlich die topografischen Ansichten oder Porträts, also die Malerei. Und darum haben wir als ersten Bereich den Bereich Malerei und Grafik wirklich online gestellt. Era già online la collezione da macramé delle Sorres Bregagliottas Maurizio. Lur collezione existe da pivarge 10 ans. Ihre Sammlung ist etwas ganz Einmaliges. Und weil auch das oft nachgefragt wird, es gibt immer noch viele Makramee-Fans, haben wir die auch online gestellt, und zwar gerade zusammen mit den Anleitungen, die die Schwestern Maurizio hinterlassen haben. Also man kann auf unserer Webseite auch Makramee knüpfen lernen. Il catalog cresce on per on. Togen che tutti ils 10 mili objekti sind accessibels, huot si denton an in per ons. Il Museum Rettig possede la pli grande collezione de truccas grigiunas, 268. Nus vain valiu saver che els kin fan de truccas fascia vesa quella enorma collezione. Per quai vai nus invitau ein El.
Urs Etlin, amatur, expert e marcador d'antiquitats. E l'audio della collezione Viuela a el denton ang mai. Die Qualität. Das ist eine klassische Steinbocktruhe aus dem Oberhalbstein in Zong. Das ist eine Dynastie über 3 Generationen, zwischen ich glaube, 1570 bis etwa 1630, wo die gleiche Familie in der gleichen Art die Truhen hergestellt hat. Hingegen das hier oben nennt man im Volksmund auch Steinbocktruhe, aber das ist meines Erachtens sicher eine Truhe aus dem Oberengadin, glaube ich. Jetzt könnte man das ja schauen. Da. La Ponte, ja, da liege ich richtig. Ja, ich habe gesehen, dass hier angekauft wurde für 2000 Franken in Samadi. Ich habe den Händler noch kennt, der ist dann irgendwann in den 80er Jahren gestorben. Und ich meine, für 2000 Franken hätte ich es sehr gerne genommen. Das ist ein absolutes Spitzenstück. Tolle Patina, sehr gut erhalten. Das ist eine ganz frühe, das sind ganz typische Fichten und Obsthölzer, Erdhölzer, Lärchen wahrscheinlich sogar noch. Das ist so von der Art her, ich würde jetzt sagen, ohne dass ich schaue, dass es die wahrscheinlich ins Unterengadin tun. Da hat es schon Einfluss von Nordtirol, aus dem Inntal, wo die Truhen viel mehr bemalt worden sind. Sind Unterengadin, also da bin ich auch nicht so falsch gelegen. Da haben wir auch wieder verschiedenste Zeitepochen. 1736. Hervorragend filigrane Intarsien. Mit Zinn, Metallbeschlag, ziseliert. Zum Beispiel die Renaissance-Truhe hier. Das ist jetzt eine Katastrophe. Die Truhe ist ein unpraktisches Möbel. Man muss den Deckel immer so öffnen. Und was drauf ist, muss man wegnehmen und drinnen wühlen. Und dann, das ist dann so im 20. Jahrhundert leider oft passiert, dass man es aufgeschnitten hat. Und durch das haben wir eigentlich die Antiquität zerstört. Das würde ich jetzt nie kaufen als Händler oder Antiquar. Das ist für mich zerstört, das ist kaputt. Obwohl es eine wunderschöne Renaissance-Truhe ist mit den reichen Intarsien. Das ist jetzt im 20. Jahrhundert viel gesündigt. Da jetzt noch mal 19. Jahrhundert nehme ich jetzt. So. Die Ornamente haben sie es einfach auf den Kopf gestellt. So, der richtig archaische, skulpturale Truhe habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das ist oft in den Sammlungen so, die schon länger zurück sind, dass man halt die mehr besseren Stücke, also in Anführungszeichen eben, die mehr besseren Stücke in die Sammlungen genommen hat. Und da ist auch qualitativ eine sehr hochstehende Sammlung. Und das fehlt mir ein bisschen, die wirklich gebrauchten Möbel, die mit kräftigerer Patina, mit Gebrauchsspuren. Und das hat man nicht gesammelt. Das hat man als minderwertig angeschaut. Und das kriege ich jetzt bis dahin, was ich gesehen habe, ein bisschen auch dieser Sammlung an, dass es eigentlich sehr selektiv ausgewählt worden ist. Na, jetzt habe ich schon fast ein bisschen zu schnell geredet. Da kommt jetzt so etwas, was heute hochmodern ist. Das ist wirklich kräftig in der Patina. Der Fuß ist ein bisschen abgefunden, sie steht ein bisschen schräg, hat tiefe Spuren, ist ganz, ganz früh, 1547, hat tolle Patina, speckig, richtig. Da, schau, wie das abgebraucht ist. Das ist nicht so wie bei den Renaissance-Truhen hier hinten, einfach schön flach alles. Und das ist eigentlich noch logisch, weil in diesen vornehmen Häusern da hat man halt das Zeug viel weniger gebraucht als jetzt der Bauer, der da drauf halt jetzt auch noch Arbeit ausgeführt hat. Und die ist nicht immer auf einem trockenen Boden gestanden. Die ist gebraucht. Das ist für mich ein absolutes Spitzenstück. Für mich persönlich jetzt subjektiv.
Wenn ich ein Stück mitnehmen würde, vielleicht komme ich eins über, dann würde ich das Stück da bisher jetzt mitnehmen. Das hat so viel Kraft. Das hat eigentlich keinen Preis, weil das ist so speziell und gut. Also es geht jetzt nicht in mehrere 10'000 Franken, sage ich jetzt. Und bei einem Liebhaber sehr, sehr hoch. Da bin ich mir ganz sicher. Objekts e loro stories. In scheit vai non seria musa a da. Objekts e loro stories. Qual era il tema dell'esposizione attuale del Museum Rettig? L'esposizione giubilare da 150 ans Museum Rettig.